Das Stille, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Tabo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erhält die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs. Auch nimmt er eine Reihe von Unterweisungen wieder auf. Meldung über tibetischer Gefangener in sehr ernstem Gesundheitszustand. Tibeter und Tibet-Unterstützer gedenken den 62. Nationalen Aufstandstag. Himachal Forest Minister und MLA besuchen Sejong. Tibetische Unterstützer im Europäischen Parlament diskutieren über Tibet. Tag der tibetischen Frauen, vom Sterben für das Land vor 62 Jahren zum Retter von Leben in der Pandemie. Tibetische Frauenfußballmannschaft qualifiziert sich für das Kunifa. Seine Heiligkeit der Dalai Lama erhielt am Samstag vergangener Woche im Sonal Hospital in Dharamsala die erste Dosis der Covid-19-Impfstoffs. Seine Heiligkeit appellierte an alle Impfberechtigten, insbesondere an die Patienten, sich zum Wohl der Gesellschaft impfen zu lassen. My trusted friend, including doctor, they suggest should take this injection. So, in order to prevent some serious problem, this injection is very, very helpful, very good. So, those other patient also should take this injection for greater benefit. So that's very important. So I took that. So I want to share. More people should have courage to take this injection. Am Donnerstag dieser Woche nahm seine Heiligkeit die Online-Belehrungen wieder auf, indem er eine zweitägige Belehrung über Lobpreisung der 17 Nalanda-Gelehrten und Jetsunkapas 3 Hauptaspekte des Pfades begann. Am Freitag letzter Woche hielt seine Heiligkeit der Dalai Lama eine Eröffnungsrede auf einer virtuellen internationalen Konferenz über die Trishiksha, die 3 Ausbildungsstufen in der Pali- und Sanskrit-Tradition des Buddhismus. Die chinesischen Behörden haben einen 30-jährigen tibetischen politischen Gefangenen, Kangbu Ridgye Nyima, in einem kritischen Gesundheitszustand freigelassen. Wie Radio Free Asia berichtet, wurde Kangbu Ridgye Nyima am 25. Februar in der Präfektur Tako, die zur chinesischen Provinz Sichuan gehört, ein Jahr vor dem Ablauf seiner Strafe freigelassen. Nyima wurde wegen eines friedlichen Protestes gegen die chinesische Herrschaft verhaftet und 2012 wegen Störung der sozialen Stabilität und Anstiftung zum Separatismus zu 10 Jahren Haft verurteilt. Etwa 10 weitere Personen, darunter 2 Mönche aus dem Jakko-Kloster, Dashi Targil und Namgyel, wurden zum Berichten zufolge zu Haftstrafen zwischen 12 und 14 Jahren verurteilt. Tibeter und Tibet-Unterstützer auf der ganzen Welt haben am 10. März an den 62. tibetischen Nationalen Aufstandstag erinnert. Während der offiziellen Zeremonie zum Gedenken an diesem Tag würdigte Sejong die unzähligen tibetischen Märtyrer und forderte die Tibeter auf, gemeinsam die tibetische Sache auf der globalen Plattform voranzutreiben und sicherzustellen, dass die Opfer der tibetischen Märtyrer nicht vergeblich sind. Der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Pema Chungni, richtete einen dringenden Appell an den UN-Menschenrechtsrat, die notwendigen Maßnahmen gegen Chinas Unterdrückung der Tibeter zu ergreifen. Er bezog sich dabei auf den prominenten Fall des kürzlich freigelassenen Sprachaktivisten Dashi Bongchu, dessen Zustand noch unbekannt ist, und forderte in ähnlicher Weise die Freilassung aller anderen politischen Gefangenen, angefangen mit den entführten 11. Die italienische Intergruppe der Parlamentarier für Tibet gedachte des Tages des tibetischen Aufstandes im Konferenzsaal des italienischen Parlaments in Rom, wo der CTA-Präsident Dr. Lobsang Singhi eingeladen war, praktisch eine Pressekonferenz zu halten. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi veröffentlichte eine Erklärung zum Tag des tibetischen Aufstandes, in der sie dazu aufruft, sich für die Menschenrechte in China einzusetzen und sich nicht von kommerziellen Interessen beeinflussen zu lassen. In Taiwan kamen mehr als 34 Nichtregierungsorganisationen aus dem ganzen Land zu einer Massenkundgebung
Gesetzgebung zusammen, die von der Taiwan Tibetan Welfare Association und dem Human Rights Network for Tibet organisiert wurde und gedachten des Tages des Aufstandes. Der Senat der Tschechischen Republik hat zum ersten Mal in der Geschichte die tibetische Nationalflagge auf sein Gebäude gehisst, um des 62. Jahres des tibetischen Nationalaufstandes zu gedenken. Ebenso hissten zum Jahrestag des tibetischen Nationalaufstandes die Bürgermeistern des Royal Borough of Greenwich, Stadträtin Linda Bird, der stellvertretende Stadtrat David Gardner und der Repräsentant seiner Heiligkeit des Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung Herr Sonam Tsering Frasi die tibetische Nationalflagge vor dem Rathaus von Woolwich im Südosten Londons. Die tibetische Zentralverwaltung hielt auch ihren jährlichen Gebetsandacht zum Gedenken an die Opfer der friedlichen tibetischen Demonstranten ab, die an den Protesten von 1989 gegen die chinesische Regierung und deren Politik am 8. März teilnahmen. Der Forstminister von Himachal Pradesh, Honorable Rajesh Patania und MLA Shri Vishal Neria besuchten am Montag dieser Woche Sikyong Dr. Lobsang Singhi in Dharamsala. Während des Gesprächs über Smart City-Programme und Projekte für die umfassende Entwicklung von Dharamsala schlug Sikyong vor, dass die Infrastruktur des Flughafens der Stadt weiter verbessert werden könnte, da die Zahl der Touristen in Dharamsala weiter zunimmt. Sikyong bat den Minister auch um Unterstützung bei der Einrichtung eines Covid-Impfzentrums im Delhi-Krankenhaus, um die Sicherheit der Tibeter und Inder, die in und um Dharamsala leben, zu erhöhen. Im Namen der CTA und der Tibeter auf der ganzen Welt übermittelte Sikyong der Zentralregierung und der Regierung von Himachal Pradesh seine Dankbarkeit für ihre unerschütterliche Unterstützung des tibetischen Volkes und der gerechten Sache Tibets. Die Tibet-Interessengruppen im Europäischen Parlament hatte am Donnerstag letzter Woche eine virtuelle Konferenz einberufen, um die neuesten Entwicklungen aus europäischer Sicht zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde von MDEP Mikulas Peksa, dem Vorsitzenden der Tibet-Interessengruppe, ausgerichtet und geleitet. Die Diskussionsteilnehmer MDEP Miriam Lexman, MDEP Francisco Guerrero, MDEP Samuel Kugulati und der Abgeordnete Dashi Phuntsho befassten sich mit Themen, die von der Religionsfreiheit in Tibet und China bis hin zu der Frage reichten, wie die EU-Mitgliedstaaten das umfassende Investitionsabkommen zwischen der EU und China unterstützen können, sowie mit der aktuellen Menschenrechtssituation in Tibet, einschließlich der Arbeitslager. Ein weiteres virtuelles Treffen fand am vergangenen Freitag statt, bei dem Mitglieder der Parlamentarischen Gruppe für Tibet im litauischen Parlament zu sehen waren, wie sie Informationen über die Entwicklungen in Tibet, die bevorstehenden Wahlen sowie andere tibetbezogene Themen diskutieren. Die tibetische Zentralverwaltung feierte heute die Errungenschaften und hob die Kämpfe der tibetischen Frauen hervor. Die CTA würdigte die Opfer, die die tibetischen Frauen erbracht haben, vom Protest am 12. März 1959 gegen die illegale Besetzung Tibets durch die Kommunistische Partei Chinas bis hin zum Kampf gegen die Covid-19-Pandemie an vorderster Front. Bei der offiziellen Zeremonie zu diesem Tag berichteten tibetische Gesundheitsexperten über ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Pandemie und Schüler wurden für die besten Aufsätze zum Thema Frauenförderung ausgezeichnet. Das Women Empowerment Desk der Central Tibetan Administration stellte die wichtige Rolle der tibetischen Frauen in dieser globalen Krise heraus. Während der Pandemie waren tibetische Frauen auch an vorderster Front bei den Hilfsmaßnahmen in unserer Gemeinschaft. Der Desk hob Daten des Gesundheitsministeriums hervor, die zeigen, dass fast 80% aller Freiwilligen und Vertragsarbeiter, die im Rahmen der Covid-Taskforce eingestellt wurden, Frauen sind. Von Frauen geführte Organisationen haben dazu beigetragen und denen geholfen, die in der Gemeinde Unterstützung und Schutz benötigen. In Anlehnung an das Thema des Internationalen Frauentags rief das Women Empowerment Desk dazu auf, mehr Frauen an den Entscheidungstischen zu platzieren und die Perspektive von Frauen in die Formulierung und Umsetzung von Strategien und Programmen in allen Bereichen und in allen Phasen der Pandemie zu integrieren, sowohl bei der unmittelbaren als auch bei der langfristigen Reaktion und Wiederherstellung. Bei den 3-jährigen Wahlen zur Gemeindeversammlung der Tibeter-Gemeinschaft der Schweiz und Liechtensteins in 2021 wurde zum ersten Mal eine Rekordzahl von 8 tibetischen Frauen gewählt, die insgesamt über 30% der Mitglieder stellen, während in der letzten Amtsperiode nur eine Frau vertreten war. Die meisten von ihnen übernehmen zum ersten Mal eine Führungsrolle und wollen sich für den Erhalt sowie der Förderung der tibetischen Sprache und Kultur einsetzen.
Die tibetische Gemeinschaft der Schweiz und Liechtenstein ist das einzige Lokalparlament, die außerhalb von Indien, Nepal und Bhutan im Jahre 1995 gegründet wurde. Die Versammlung besteht aus 25 Mitgliedern bzw. Sektionsleiter und dem Präsidenten und Vizepräsidenten. Der tibetische Nationale Sportverband gab bekannt, dass sich die tibetische Frauenfußballmannschaft für den kommenden CONIFA Confederation of Independent Football Tournament Frauenfußballpokal qualifiziert hat, der vom 23. bis zum 30. Juni 2021 in Rumänien stattfinden wird. Dies ist das erste Mal, dass die tibetische Frauenfußballmannschaft eingeladen wird, an der CONIFA teilzunehmen. Die Männermannschaft nahm bereits im Jahr 2018 an dem Turnier teil. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.